Es geht weiter, nach wie vor heiter, zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, mit Part Nummer 200 bereits. Und Link sieht nicht gerade sehr begeistert aus. Ich glaube, es liegt zum einen daran, weil es pisst und dann die Kapuze nicht hochziehen kann, warum auch immer. Und zum anderen, weil er an Eponas Hintern schnüffelt. Was macht der Link da, Junge? So, schon ein bisschen besser. Unsere Geister, unsere weißen Kumpel sind auch mit dabei und ja, er hat ja auch durchaus was für sich, denn wir sind auf der Suche nach dem fünften Weisen. Ne? Das heißt, endlich mal wieder Story Progress. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, während die ganze Welt da draußen gerade aktuell eher andere Spieler vom Zelda-Universum spielt, ne? Ich sag nur Echoes of Wisdom, da dachte ich mir so, nö, ich mach das nicht, ne? Ich mach nicht so Mainstream-mäßig, ich sag was anderes. Ja, und sagt deswegen Tears of the Kingdom, was überhaupt nicht Mainstream ist, oder? Oder war, oder wie auch immer. Ja, das ist nichts gegen Echoes of Wisdom und so, ne? Aber warum ein Zelda-Spiel Neues anfangen und erstmal anderes beenden muss, ne? Oh. Wow. Epona Rückwärtsgang. Aua. Jetzt rennt Epona da genau hin. Lustigerweise habe ich gar keinen Schaden bekommen. Epona ist ja gut, ist nichts passiert. Stimmt, hä? Mit der Epona habe ich einen Schaden bekommen. Lustig. So. Ah, ja, ja. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt das neue Zelda-Teil in absehbarer Zeit spielen würde, weil, naja, die Mechanik und so. Ich meine, klar, es ist komplett was anderes, als wir jetzt sonst so haben. Oh, was ist nach vorne los? Ah, doch, erinnere mich, genau, hatten wir schon mal. Ja, 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 okay. Wir waren ja schon mal. Auf der Durchreise zwar und hier hat es halt ein paar Sonarwächter und dann noch ein paar normale Monster und wir werden sie gleich bekämpfen. Das werden wir gleich sehen. Und ja, bei Echoes of Wisdom, also ja, was er ja sagen muss, ne, was eben noch geil ist, nach all den Jahren, wo es die Zelda-Reihe schon gibt, die Entwickler haben immer wieder Ideen für komplett was Neues, ne? Wenn man das mal so sehen will. Mein Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hatten irgendwie was Neues mit dem Open World Setting. Damals natürlich auch schon, sagen wir mal, der Sprung vom ersten Zelda zu Zelda 2 Adventure of Link mit der Seitwärtsansicht. Gut, ob das jetzt cool war oder nicht, das muss jeder selber beurteilen. Ich persönlich bin ja kein Fan von Zelda 2, von dieser, naja, Perspektive von der Seite her, aber ja, wie gesagt, da ist Thema für sich. Dann natürlich auch der Sprung auf 3D mit Ocarina of Time. Okay, die Weißen sind hier gerade ein bisschen nervig gerade. Und Wind Waker, Twilight Princess und so, die Steuerung, die wir dann bei Twilight Princess auch hatten, aber vor allem bei Skyward Sword, ne? Das waren alles so innovative Ideen. Und dafür, finde ich, muss man die Zelda-Reihe einfach lieben. Andererseits passiert natürlich dann gerne mal, dass auch einzelne Spieler sagen, hey, ich bin zwar Fan generell der Reihe, aber das gefällt mir zwar nicht. Wieder auch nicht weiter schlimm finde, ne? Kann es durchaus mal geben. Und ja, dass man jetzt bei Echoes of Wisdom halt kein klassisches Haut drauf Feature hat, ne? Mit Schwert und Schild. Dafür mehr so eben mit den Echos spielt und so. Wie gesagt, das kann durchaus cool sein. Jedem das seine. Bin ich ja sehr, sehr dafür. Bei mir momentan hat noch nichts richtig gezündet. Aber andererseits muss ich zugeben, ich hatte damals mit Wind Waker ja auch meine Probleme. Habe es erst Jahre später auch mit dem HD-Remake und so dann doch endlich mal durchgespielt. Worüber ich auch sehr glücklich bin. So. Jetzt aber erstmal natürlich unser primäres Thema ist das Spiel hier abschließen. Was ist denn da im Hintergrund? Hä? Okay, nevermind. So, was ist mit euch los, ne? Geht das mal aufeinander los oder wie? Ah ja. Geht doch. Okay.
Ja, warum auch nicht, ne? Da unten ist Krieg und so und der... Gut, soll er mal. Ich finde, unten sollen sie mal gegenseitig bekämpfen, ne? Soll doch mal mitmischen? Ey! Wie frech. Was? Warte mal. Eine Bogen ist gleich down und ich hab... Ich habe noch so einen Bogen dabei, ne? Starkkonstruktbogen. Nur eine 11er Schwäche. Tschüss! Stärke. Da vorne, die geben sie noch auf die Mütze. Ja gut, ist ein Delta-Horn, ist ein Silber Bockblind, das dauert ein bisschen. Was willst du jetzt? Ja. Sehe ich nicht, Alter. Na, hä? Battle Royale hier, was? Einer weniger? War es noch einer? Huch. Ey, nicht mit Stein schmeißen, das gilt nicht. Frech. Was ist Rüstungsfragment-Schild? Was ist das für ein Käse? Erstmal alles einsammeln, gucken, wo es ist, wer draufgegangen, wer hat was fallen lassen. Oh nein. Komm, weißt du was? Die beweisen, wer das habe ich euch. Helf mir mal, ja? Danke. Wir tun wir schon mal hier hin, weil dort ja auch weitergehen müssen. Das ist ein Kanonenschild, ja, okay. Du hast das Schwert. Hier nochmal gucken, ne? Schild mit Hasenschild, okay. Rüstungsfragment. Ach so, von dem Ding. Von einem Lionel. Rüstungsfragment. Krass. Ich meine, ich werde es vermutlich nie brauchen, weil, warum? Nein, weil natürlich so schon stark genug sind, aber trotzdem interessant. Was mit? Ja, ja, ist ja gut. Ich wollte noch ein paar Früchte mitnehmen, aber gut, ich habe noch andere Pläne. Man merkt schon. So, wir müssen erstmal dahin, ne? Meritigerin hat hier in der Nähe auch noch ein paar Gloomhände. Also Gloomhände. Miasmhände besser gesagt. Das nehmen wir jetzt hier ein bisschen anderen Weg. Okay. Hä? Ich hier schon mal. Ah ja, da oben ist der Krog, ja. Dann habe ich das Teil da hochgepackt, okay. Da hat man gerade so, hä? Wie sieht denn das hier aus? Auf dem Baum? Stunk. Fast. Naja. So, und hier muss ich hoch, weil ich muss ja da zum Turm hin. Da gibt es ja böse Bäume. Aber ich renne noch ein bisschen weiter nach vorne, ne? Ein bisschen länger auf die Brunner drauf.
Hä? Er kennt's gar nicht. Na komm schon. Da sieht er so, dass es ein Stahl-Inox-Ding ist. Gut, wird bald Nacht, ne? Oh, krass, dass es sogar nicht funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Pona, ja, ich muss ja eigentlich jetzt zurücklassen, ne? Kleines, tut mir leid, tut mir leid. Ich musste leider hoch. Und ich habe das Gefühl, da wir hier in der Nähe eines Abgrunds sind, dass wir auch bald einen Abgrund, also ja, untergrund müssen. Abgrund müssen. Was ist das hier für ein Aufstieg? Ich muss ja gar nicht klettern, wie geil. Hä? Hier ist ein Schrein in der Nähe? Ja, und hier ein Brunnen. Hallo Brunnen. Ach, ja schon mal? Nee, ich glaub nicht. Hä? Die Felsbrocken gehen... Oh, okay. Vorhin ging es gar nicht. Die Kiste vorhin gar nicht... Okay, ist egal. Ist egal. Niemals hinterfragen, einfach genießen. Königs Zweihänder. Ja, wir sitzen aus mit den Waffen aktuell. Langstangen, Soldatenlanze. Oder nicht eigentlich sowieso. Kockwedelfächer. Eisvogelschwert. Ja, ist ein Wirbelwind, ne? Aber hier eigentlich auch ein Boomerang. Es ist zwar der Boomerang vom The Wind Waker Link, also vom Held des Windes, aber das kann ich ja sowieso wieder neu kaufen. Denke mal, das hat wohl eigentlich bei den Crocs vorbei und wieder ein bisschen eine Tasche aufbessern. Geht's nicht entlang. Hey, ja doch auch schon. Ja, natürlich, das war ja damals, um den Turm freizukriegen, genau. Ich glaube, wir waren nicht hier, auf der anderen Seite war ich klar. Ne? Da war ja einer eingesperrt, den muss ich irgendwie rauslassen. Und der kann man irgendwie oben den Turm wieder aktivieren. War das irgendwie so? So, aber hier steht ja auch einer. So nah zu haben. Die haben steht vom Wissensdurst um Forscherdrang. Ja. Hm. Zum Drakotus in der Forscherei beginnen. Ah, drachenmäßig, ne? Geheimnis der Kranzruinen. Wir folgen erstmal im Signal hier. Da unten ist eine Höhle, wo gar nicht drin war. Da brennt ein Feuerlichtlo, da ist ja unser anderer Kumpel. Ein paar Flashbacks, warte mal. Ist denn da unten? Nee, ist nicht, wa? Ich will jetzt meinen Freund. Ah, der ist auch da. Höhlen, so habe ich eigentlich etwas anderes zugeordnet. Ich dachte gerade, hier wäre vielleicht noch so ein. Wie heißt diese Kolosse schon wieder? Die Steingiganten. Am leider. Nicht so weit, ne? Ja, irgendwann eine Spezialfolge über die Crocs.
Kommt ihr? Hallo. Da will wir in eine kleine Höhle. Hä? Da Orientierungsschwierigkeiten oder was? Ja, da ist keine Höhle, Kumpel. Hier ist zwar eine Höhle, aber haben wir gar nicht drin. Die Frage ist, will da wirklich rein, weil eigentlich wollte ich ein bisschen Story Progress haben, wa? Aber hier waren wir schon. Wie vorhin erwähnt. Aber kann es sein, dass ich hier... hier ist ein Schrein? Nee. Damals was übersehen. Das er wüsste. Wir können auch mal gucken, ne? Muss eigentlich auf der anderen Seite kommen, ne? Hier ist sonst nichts. Ich meine, was der Turm damals hier von Ranken, von Dornranken umgeben war? Das ist einer von denen. Oder glaube ich mehrere von denen in der Sorte. Ja, jetzt bin ich hier. Ein Brunnenausgang, okay. Ist das ja eigentlich falsch? Wenn ich jetzt aber weiß... Oh, was ist da oben? Dass ich weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt? Nein. Okay, Höhle durch. Ich dachte, wäre vielleicht ein Hinweis darauf, dass da auf die andere Seite käme. Also hier, ne? Da war ich da. Ich habe keine Ahnung mehr, aber die Höhle ist eigentlich abgeschlossen, ne? Also, so gesehen. Kann da eigentlich nichts mehr sein, aber trotzdem ist hier noch ein Schrein. Weil das. Ist doch das. Dass das Schrein da ist? In der Nähe zumindest. Der Schreinsensor reagiert ja auch. Zeigt ja schon in die Richtung. Naja. Da finden wir schon raus, Freunde. Ja, es wird natürlich in der Nähe noch ein Schrein sein. Aber. Dann ging es Drakotosees versuchen. Aber den schon auf der Karte drauf? Ja. Und wie? Ist noch ein Boden. Da kommst du auf die andere Seite. Was an manchen Namen nehmen jedoch die Einsamkeit überhand, man braucht ein Licht, das Dunkelheit vertreibt. Okay. Deshalb ist es schwieriger zu beschaffen, Materialien einen stärkeren Effekt erzeugen. Ja, ist ja irgendwie klar, ne? Seltene, Chefkofferat haben. Seltene Zutaten bringen coolere Effekte. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Oh, da macht ein Drache gerade Haier. Da gehen die Haier. Was soll denn hier ein Schrein sein? Muss theoretisch da unten sein, ne? Das nochmal zwei Brunnen können das theoretisch ein unterirdischer sein. Warte mal. Moment, ja. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ne? Und er da ja auch irgendwo hin will.
Na, immerhin. Haben wir uns noch unser spezielles... Ah, stimmt, eigentlich wollte ich das andere Teil nehmen, ne? Also bis zum Transportieren. Wobei, ich glaube, es könnte mit dem noch klappen. Dann mache eigentlich, wenn ich die Crocs mittlerweile transportieren will, nehme ich ein anderes Gefährt. So. Wollen wir jetzt nicht steuern? Hä? So. Freunde wieder vereint. Das sind sogar 3. Nein, nur 2. Danke für meinen Freund, Mann. Jo. 36. Ja, können wir wieder mal eine Erweiterung der Tasche holen, ne? Eine müsste noch drin liegen. So. Wenn ihr zum Dakoto-See, da heißt, ihr müsst eigentlich da entlang. Theoretisch könnte ich jetzt also eigentlich hier zum Schrein direkt hinfliegen. Wieso was? Fliegen während ihr machst das mit dem Hoverbike. Ich gebe jetzt wirklich mal ein bisschen Gas auch. Weil du kannst natürlich überall ein bisschen aufhalten, auch das mit dem Schrein und so. Ich bin ja schon noch, ne? Keine Sorge. Ich kann trotzdem mal gucken, was der noch Interessantes zu erzählen hat. Oh, ist ein Brunnen. Moment, war ich hier schon? Oh, ich hasse das Spiel. Derselbe Kackbrunnen wie zuvor. Ich glaub's nicht. Ah. Er hat zwar keinen Haken dran an dem Ding, aber egal. Was soll's. Wow! Let's go, Link! So, was ist hier los? War jetzt hier eine Party? It's a Party! War ich da schon mal? Doch, da war ich schon. Ja, auch das kommt mir bekannt vor. Also, ihr habt gerade nur mal kurz vorbeigeguckt und dann gesagt, nee, doch nicht. Ja, so ein passender Ort für einen Krog hier oben. Eine schöne Aussicht. Ja, sicher, Sidon, genauso sehe ich aus. Boah, Alter, was knapp. Wen schießt denn? Da ist ja gar keiner hier. Ja, klar, auf die da hinten schießen. Hm. Das sind ja wahre Helden. So, nehmen wir stark an, dass es wirklich hier ist, ne? Wenn da schon Feuer an ist. Oh, ist ja. Ah, ja, eine Statue. Der noch was, ein Opfer vorbeibringen müsste, wa? So, ist er denn hier? Der ging natürlich schon weit. Ah, da drüben ist er. Sehen Sie am Blickwinkel. An Herrn Kalib. Wer ist denn das? Der Einfluss des Kataklysmus hat allen Anschein nach auch die Sona-Ruinen erreicht. Haben Sie schon die lange, säulenförmige Ruine gleich vor diesem Zelt gesehen? Derartige Ruinen gab es meines Wissens nach bisher nicht. Bei den Untersuchungen starrt sich ein Teil der Basis auf und gab einen Pfad frei, der tief ins Innere führt. Eine spannende Entdeckung. Kann ich mir sofort ins Innere der Ruinen auch machen. Also, Kalib ist natürlich der andere Typ, ne? Den wir im Turm gesehen haben. Bäh. Alles nass hier. Jetzt weiß ich, nehme wieder mal meine Weisen raus, weil, ja... Es sind halt nicht die Champions, ne, aus Breath of the Wild. Das sind nur die Weisen. Man muss leider so sagen. Gut, wie sieht's aus? Huch. Wem holt denn hier die Sona?
Sieht schon cool aus. Ist aber nicht das Triforce. Ah, hier haben wir das Triforce. Als Symbol. Nein. Nur einzelne Force-Dinger, wenn überhaupt. Okay. Hey, Tauro, was geht ab? Du bist auch hergekommen? Ich weiß, klare Sache. Schließlich war die famose Entdeckung in der Kranzruine ja dein Verdienst. Aber halt dich fest. In dieser Ruine hier konnte nämlich keinesfalls eine bahnbrechende Entdeckung machen. Was? Schau nur, schau, es lohnt sich, versprochen. Ein Wandbild der Sona-Kultur, völlig unverkennbar. Text und ästhetischer Ausdruck lassen keinen Zweifel daran. Sind das echte Sona oder sind das die alten Hylianer? Statt höheren Kräften an eher der fortschrittlichen Technik der Sodan zu verdanken haben. Ja. Bis sich um einen Vers handelt oder gar um eine Art antikes Rätsel? Ich lese den Text einmal vor, damit auch du ihn verstehst, Link. Also, hier steht. Cliffhanger, nächste Folge. Nein. Schlüpfe in die Blitzstrahltracht, welche die langhalsigen Drachen an einer großmäuligen Riesenschlange hüten. Moment. Blitzstrahltracht, okay. Klingt zunächst einmal nach einer Rüstung, die ich anziehen muss. Kann sein, muss aber nicht. Welche die langhalsigen Drachen an einer großmäuligen Riesenschlange hüten. Also mehrere Drachen hüten das und eine großmäulige Riesenschlange. Okay, mindestens 3 Skulpturen. Den Drachen habe ich immer eine Theorie. Was sollen diese Ruinen wie Drachen aussehen, nicht wahr? Mhm. Dakota-Fluss in den Volksweisen oft auch Riesenschlangen genannt. Währenddessen nicht immer Tropfen. Mal sehen, das hier heißt, bringe so dann eine Sonnenenergiesphäre am Altar der Schwanzspitze dar. Was soll denn eine Sonnenenergiesphäre sein? Die habe ich. Dieser Altar der Schwanzspitze, wo findet man den? Das ist eine gute Frage. Ja, was denn? Das ist meine Schatztruhe, da kann man sie nicht öffnen. Ja, das kann nur ich. Truhe öffnen, das kann nur Link. Das darf nur Link. So. Blitzstrahlumhang. Dieses rituelle Hemmungswort der Zeit speichert Elektrizität und soll so bei Gewittern Blitzangriffe ermöglichen. Cool. Ist auf ein ganzes Set oder so? Was hast du die denn her? Achso, das Ding soll wirklich. Okay. Das Teil dort soll wirklich so eine Energiesphäre darstellen. Haben wir gar nicht gesehen. Robello soll dann etwas Arbeiten suchen, an der Art ungemein erleichtert, wenn ich genau ausdrücke. Das Sensor Plus, ja. Ich hatte noch nie für Schatztruhen angewendet, tatsächlich. Machen schon. Der muss fast, ne? Warte mal, wie kam ich jetzt schon an Sensor Plus ran? Okay, dann suchen wir die komplette Blitzrüstung. Spannend. Das ist noch die Frage, wo der Altar sein soll, ne? Und ich meine, das sieht schon aus wie so ein Schlangenmaul.
Können zwar auch ein Drache sein, aber generell hat er gesagt Schlangen. Obwohl bei gewissen Kulturen werden aus Schlangen können ja Drachen werden, ne? Gibt's ja. So, Sensor Plus ist mal aktiv. Wir waren noch hier mal ein bisschen herum. Wobei er sowieso wieder die Folge beenden muss, sehe ich gerade. Bei 30 Minuten, ne? Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Mein hier ist ein Altar, finde ich, weiß ich nicht. Klar, davon haben wir die Göttin-Statue, die brauche ich sowieso noch. Was war eigentlich für was anderes gedacht? Quelle des Mutes war. Was war denn hier schon wieder? Ich bete, ich bete. Blitze. Ja. Warte mal, habe ich überhaupt eine? Ja, von allen möglichen Drachen war es, aber ich glaube, der Blitzdrache. Was, der Blitz hatte mal. Ich weiß gar nicht mehr. Ne, den habe ich, okay. Dann war es Nairo, ne? Der Wasserdrache, der mir noch fehlt. Ein Topaz. Und eine weitere Quest abgeschlossen. Vor allem seltsam, wenn ich die Quelle des Mutes, also die meinten Ort hier auch, plus eben die Quelle, die hatten wir schon beim Vorgänger. Also die gab es bereits bei Breath of the Wild, ne? Die waren wir auch schon. Haben sie gerade die Quelle des Mutes oder was, die Quelle der Kraft, wo Zelda sich damals in der Rückblende so erkältet hatte oder krank wurde, weil sie lange gebetet hat und nichts passiert ist. Tja, und damals sagte man noch so von wegen die Sonau, ja, man hat damals ja schon von irgendwas gelesen, man dachte eigentlich, sie wären eher so, wo ist das gerade? Aber überhaupt ein Teil, doch das hier, die Barbarenmaske. Kopfschutz eines alten Kriegerstamms, genau, und irgendwie dachte man damals, es würde von der Sonau abstammen. Als ich glaube auch hier gefunden wurde, und hieß, ja, der stammt von den Völkern hier aus uralter Zeit und so. Ach ja. Gut, Freunde, in dem Sinne, Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das war durchaus eine unterhaltsame Folge. Auch für Folge 200. Ich weiß, eigentlich wäre so eine Folge, wo man sagen könnte, ey, Folge 200, ey, da musst du doppelte Länge machen, dreifache Länge und so, geil, spezieller Content. Aber seien wir ehrlich, das hatten wir zum einen schon mal bei Folge 100 eigentlich mit extra Länge. Und nicht nur damals schon, sondern wir haben es ständig. Und ja, natürlich will das Spiel auch zügig beenden. Also, was heißt zügig? Und doch in absehbarer Zeit noch und so, aber ich muss gerade auch ein bisschen für ja, nächste Zeit aufnehmen, da genug habe. Und das nächste Let's Play ist ja auch schon bald am Start, was nichts mit Zelda zu tun hat. Aber ja, deswegen will ich da lieber ein paar Folgen auf Vorrat haben, bevor ich das andere anfange. Damit es nachher auch für mich wieder ein bisschen einfacher ist. Und ihr findet hier sowieso ein guter Cliffhanger. Sagen, hey, Dankeschön, liebes Spiel, für die ganzen Infos, für den Anfang der Rüstung, für das mit dem Ton und so. Und den Rest schauen wir dann das nächste Mal an. Bis dahin, ciao zusammen!